Was trägst du da? Das ist übergeil! Ich? Ja, du! Was ist denn? Hungerwurst! Zieh mal aus, was ist da drunter? Zieh mal aus! Was? Ausziehen? Na klar! Hast du auch ein T-Shirt? Na klar! Und es gibt noch viel mehr! Ha! Das muss ich kaufen! Zieh doch mal aus! Nochmal ausziehen? Ich hab nicht mehr! Alles fast leer! Ganz schnell! Was? Mein Ausverkauf? Kaufen! www.letzugo.shop. Die beste Entscheidung meines Lebens. Jetzt Ritter-Doku? Ja, okay, dann gehen wir rein und schauen wir mal. Carina Ritter, 8 Kinder, alle weg. Das Jugendamt greift ein. Die sind ja rausgerissen worden aus den Kinderwagen. Man hat ja im Prinzip die Kinder weggenommen. Die Ritters. Böse Führer. Stadtbekannt und rechtsradikal. Das ist Ich mag das crazy. nicht, wenn hier irgendwelche Ausländer Deutschland regieren. Eine Familie getrieben von Wut. Sind der Norman wieder da? Aus der Fresse! Und einmal Held. Wenn sie einen Hitlergruß zeigen, das ist denen gar nicht bewusst, dass das was Böses ist. Die Jungs sitzen unschuldig im Knast. Student aus China verprügelt. Sie sollen einen chinesischen Studenten verprügelt und schwer verletzt haben. Hat er eine Verletzung? Er hat ja mehrere Schläge ins Gesicht gekriegt und auf den Schädel. Wo sind hier Verletzungen? Der ist in der Zeitung. Hier ist meine Schere, die ich suche. Da kann da keine Verletzung sehen, die hier im Gesicht hat. Das ist Lügerei, ist das. Hier, wo hat der Mann Verletzungen? Sehen Sie was im Gesicht? Digga, was? Das ist alles gelogen und erstunken. Die Reißfresser. Was? Reißfresser? Dann ziehen wir die Fresser, aus was dem laber ich? Verkehr. Reißfresser ist krass. Was ist passiert, Frau Ritter? Ich weiß es nicht. Die sollen angeblich den Vietnamesen vor den Kopf geschlagen haben, was sie nicht gemacht haben. Chinese ist es. Fidschi-Schwein ist das für mich. Was hast du gesagt? Was sie nicht gemacht haben. Chinese ist es. Fidschi-Schwein ist das für mich. Kanackenschwein. Aber Norm hat nichts gemacht. Ich glaube das nicht, dass er mich angelogen hat. Wird er niemals machen. Dabei gelten Norman, sein Bruder René und 2 weitere Männer als Tatverdächtige. Karin glaubt an ihre Unschuld und dass alles ganz anders war. Die 4 Jungs, Norman, die sind da vor dem Ausländerheim und da haben sie nur gesehen, wie der Jens Hahnemann auf der Erde liegt. Jens Hahnemann, Ex-Freund von Sag, Karins nein, Tochter egal. Carina, heute ein Freund der Familie. Karin ist sicher, der Chinese war in Wirklichkeit der Täter und wollte Hahnemann umbringen. Digga, hä? Wenn man am Boden liegt und nicht hochkommt, ist das versuchter Totschlag. Also war das versuchter Totschlag, was der Vietnamese gemacht hat. Und die 4 sperren sind und die können frei rumlaufen. Das Gericht bezweifelt Karins Version der Tat. Die mutmaßlichen Täter sollen gegen 21:45 Uhr vor einem Studentenwohnheim zwischen Studenten zunächst wüst beschimpft und im Verlaufe der weiteren Auseinandersetzung dann auch mit Fäusten geschlagen haben. Haben sie nicht, das ist Lügereien hier. Der Dreck, der da drin steht. Wieso sollte er sich das ausdenken? Ja, weil er lügt. Vielleicht für mich lang hätte der nicht so ausgesehen. Nee. Norman, Spitzname Bulai. In Köthen war er schon mehrmals in Schlägereien verwickelt. Guck mal, der sieht doch nett aus. Der wird doch niemals irgendwie Gewalt antun, oder? Der macht sowas nicht. Macht er nicht. Andy will nicht sprechen? Nein, du ist es nicht. Nichts sagen, ne? Nee. Hast du mal Lust, mit den Fernsehleuten zu reden? Nee, hab ich keine Lust. Warum nicht? Warum nicht? Na, du kannst, Ende, du warst doch da vorne, du hast doch das gesehen, dass die Jungs nichts gemacht haben, bestätigt. Ich hab da ja nicht gesehen, ich war da ja nicht vorne. Na, du hast doch aber gesehen, wie Hahnemann da am Boden saß. Ich war gar nicht vorne. Ja, na dann lüge weiter. Und tschüss. Gänsehaut. Wenn Norm jetzt von hinten drüber gegriffen hat und hat ihn immer auf den Kopf geschlagen, die Brille war weg
und kaputt, wie da drinnen steht. Und er sieht nichts ohne Brille. Sehen Sie eine Verletzung im Gesicht? Die Reißfresser. Bro, warum denn die Reisfresser? Reis ist lecker. Ich habe mit so einer Leute kein Mitleid. Und ich glaube das auch nicht, dass die zugeschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass... Digga, mein Vater ist gerade in Südkorea, ne? Junge, der hat mir ein Bild geschickt. Ist das wirklich so, Alter? Bro, die haben einen Parkplatz für Hunde. Dog-Parkplatz. What the fuck? Vermutlich Gibt's in Deutschland auch? Nein, niemals. 4 Männer aus Ja, Ausländern... in Deutschland wird doch eh geklaut, komplett, oder nicht? feindlichem Antrieb gehandelt haben könnten. Dafür sprechen die Tatumstände. Insbesondere soll auch das Wort Reisfresser gefallen sein. Zudem waren die Männer offenbar auch erheblich alkoholisiert. Oder ich so einen Hals, wenn ich die Ausländer schon sehe. Sollte jeder da bleiben, wo sie herkommen. Nicht studieren. Heilig. Und wer bezahlt? Da. In irgendeinem Ding stand doch drin, dass keine Zeugen waren. Ja. Und jetzt auf einmal melden sich 4 Zeugen. Das sind gekaufte Zeugen, die bezahlt worden sind. Sie bezahlt es schon mal nicht. Gestern Abend dann die Festnahme. Da sind schwere Fußtritte hier die Treppe lang hochgekommen. Dann hat Norm kurz an die Türe geguckt. Dann hat gesagt, die Polizei. So, und wie ich da rauskam, da war der ganze Flur war schwarz. Als waren müssen es 20 Mann gewesen sind. Haben sie dann hier in die Türen getroffen, dann haben sie gefragt, wo die Jungs sind. Ich sagte, die sind hier. Dann wurde ich beiseite geschubbt und dann sind die hier rein. So, die waren in alle Zimmer. Und den Norman, den haben sie aus der Küche mit 10 Mann rausgedreckt und haben Handschellen umgelegt, wie so ein Schwerverbrecher. Naja, also Und wer legen sagt sie hier? überall Steine in den Weg. Traurig genug, dass es schon drin stand, die bekannte Familie. Ja, die bekannte Familie Ritter steht ja schon drin. Die sollen aufpassen, damit sie nicht noch eine Anzeige am Arsch kriegen. Als sich der chinesische Student nach dem Angriff ins Haus rettet, stehen die Täter schreiend davor. Ein Bewohner filmt mit seinem Handy. Und man sieht nix, totes Video. Kölner Dom. Also wie ich das gehört habe, ich war erschüttert. Das gibt's nicht. Und das in unserem Deutschland. Also da kenne ich kein Erbarmen mit solchen Leuten. Kein Erbarmen. Schämt man sich dafür, dass das... Ja, Ja, sehr. Sehr dolle schämt man sich hier dafür. Das ist unbeschreiblich. Vielleicht sollte man ein bisschen härter rangehen, auch vom Gericht her aus. Dass die irgendwo, was weiß ich, nicht nur ins Gefängnis gesteckt werden, sondern vielleicht auch, dass sie mal körperlich richtig arbeiten müssen oder irgendwas. Karin hat sich 5 Tage später immer noch nicht beruhigt. Lagebesprechung mit Normans Freundin. Digga, aber krasses Handy. Real Talk. Kreude mal los, Stern TV ist hier, die wollen was wissen über Norm. Was soll ich denn sagen? Das ist Norm, dein Junge. Darf Norm, Digga, warum küsst sie das Handy aber? Norm seinen Jungen sehen? Ja. Na bitte. Nämlich alles wieder in Butter. Wie geht's, Norm? Ja, Johnny macht Krach. Papa. Macht er nicht. Papa, nicht da. Dass er nichts gemacht hat und sitzt jetzt für eine Straftat, die er nicht gemacht hat, hat er gestern geschrieben. Das ist frech, dass die Ausländer mehr geglaubt werden wie uns. Auf dem Zucker, auf dem Süßstoff, da wissen Sie, was das für eine Fahne ist? Aber was für Fahne? Hier gibt's keine Fahne. Da gibt's keine Fahne, nee. Das ist aber frech. Hass gegen Ausländer, Hass gegen die Behörden. Karin holt zum Rundumschlag aus.
Hey, ich finde da keine Ausdrücke mehr. Die kriegen es vorne und hinten in den Arsch geblasen. Wo sind unsere Mieten, die wir hier monatlich bezahlen müssen? Wir haben hier keine Öfen. Die Öfen Du bezahlst gar nichts. sind kaputt. Wir frieren uns hier einen Arsch ab. Der Bürgermeister lässt sich von unseren Mieten hier einen Fahrstuhl machen und Die arme Katze. eine Fresskantine, wo er fressen kann. Das ist eine Frechheit. Oh, die arme Katze. Nächstes Jahr sollen wir ja hier ausziehen, sollten wir ausziehen. Es ziehen alle hier aus, außer der Familie Ritter. Für Familie Ritter ist in dem neuen Haus kein Platz. Für Yvonne ist das Jugendamt der größte Störfaktor. Warum guckt ihr jetzt Familie Ritter? Kam bei uns früher schon in Regionalnachrichten. Ach so, Digga, ich dachte gerade, er sagt Religionsunterricht. Bro, das wäre so krass gewesen, hätte irgendwer das in der Schule die ganze Zeit geguckt, Digga, das ist so Content gewesen. Nachdem man ihrer Schwester Carina alle 8 Kinder weggenommen hat, lebt nun auch ihre Tochter Manuela in einem Heim. Hier eine ältere Aufnahme der beiden. Oh, Huti! Ist Meine das Kleine haben sie Miniol? mir nach 13 Jahren weggenommen. Ja, Wurde da immer was ins Fernsehen gebracht, dass sie mir Da nach sagt 13 keiner Jahren meine was. Kleine weggenommen haben? Nee. Da sagt keiner was über die Kleine. Und die jetzt richtig dreckig. Wer ist die Rechte eigentlich, Digga? Yvonne Ritter, wer ist das? Die darf nicht zu Besuch nach Hause, die darf ja nicht. Jetzt stellt sie sich hin und sagt, sie will keinen Kontakt mehr mit ihrer Mutter. Jetzt heißt es hier, ihre Mutter will Tochter. sie nicht mehr. Wer ist das? Wie heißt sie? Die Manuela. Was David seine Schwester ist. Ich habe mehrmals gesehen, wenn die Kinder da zum Fressen gezwungen werden, was die Kinder nicht essen wollen. Ich war mit 2 Kindern, war ich alleine und der Erzieher ist stundenlang weggefahren. Wo war da die Aufsicht für das andere Kind, was da noch in der Gruppe war? Keiner da, weil nicht einer in dem Haus war. Und ich als Mutter von Manuela brauche da nicht auf irgendwelche fremden Kinder aufpassen. Sehe ich auch nicht ein. Und erstmal eine Kippe. Jawohl. Wie soll es weitergehen? Was erhoffen Sie sich? Wie soll es weitergehen? Es soll besser werden. Und die sollen die Jungs und den Namen Ritter bald aus der Schnauze lassen. Für René sieht es sehr schlecht aus. Jeden Montag zur Gerichtsverhandlung um 9:45 hier in Köthen. Ein mit Spannung erwarteter Prozess. Alle Beteiligten sind anwesend. Das Opfer, der chinesische Student, und die mutmaßlichen Täter. Jens Harnemann, ein Komplize, der anonym bleiben möchte, sowie die Ritterbrüder René und Norman. Sie kommen aus der U-Haft, sitzen wegen anderer Delikte ein. Ihr Bruder Andy ist als Zeuge geladen. Am Ende entscheidet das Landgericht Freispruch für René und Norman aus Mangel an Beweisen. Oh mein Ein Gott, Mann wird Digga. verurteilt wegen Körperverletzung. Andy Ritter verlässt das Gebäude mit wüsten Beschimpfungen. Alter! Alter! Oh, das war Minusaura. Digga, er wollte die Tür zuknallen, aber die hatte so diesen Mechanismus da drin, dass das nicht geht. 3 Jahre später. Augustenstraße, Köthen. Nein, die Straße kenne ich. Frau Ritter, Sie sind umgezogen. Wie geht's Ihnen hier? Bescheiden schön. Warum? Ja, weil die Wohnung hier nass ist, Schwarzschimmel, krank. Der Arzt war 2-mal die Woche da. Lungenentzündung, Bronchitis. Den ersten Toten hatten wir hier schon im Haus, der erfroren ist. Ne, den zweiten. Was? Mich ist hier auch erfroren. Warum mussten Sie denn überhaupt umziehen? Ja, das weiß ich nicht, weil das Ordnungsamt die Wohnung und das Haus verkauft hat. Ich habe seit 1991 einen Mietsvertrag für die Wohnung und wurde da rausgeschmissen von der Polizei. Erst war der Notarzt da, weil mein Herz zu schnell geschlagen hat. Dann haben sie zu mir gesagt, ich soll ins Krankenhaus, da wird ein Herzinfarkt. Und da habe ich gesagt, das interessiert mich nicht, dann verrecke ich hier in meine Wohnung. Das ist verrückt. Das ist crazy. Da sind 2 Polizeifrauen reingekommen, haben mich an der Arm genommen, rausgeschmissen ins Treppenhaus und haben meine Tür verschlossen. Ich habe nicht mal meine Möbel mitgekriegt, da steht alles in der Angerstraße. Mit wem wohnen Sie jetzt hier? Mit meiner Enkeltochter Vanessa. Wie ist denn das Zusammenleben mit Ihnen beiden? Du kannst auch was Naja, sagen. die ist hier dreckig und pottig. Die ist im Dreck geboren und im Dreck ist sie groß geworden. Ja, was trinkt sie da immer? Das ist immer dieses grüne Zeug. Was ist das? Bro, das war vor 3 Jahren auch so jetzt bei der Aufnahme da.
Was ist das? Waldmeister? Ist das geil? Die verdreckt mich hier meine Bude. Ich muss hier pausenlos die Dreckhütten nachräumen. Anstand und Sauberkeit hat sie nicht. Was sagst du denn dazu? Aber sie hat schon langsam angefangen, gelernt, Essen zu kochen. Das kann sie schon. Vanessa. Meine rosanen Hosen, da wäscht sie ihre Dreckschuhe damit. Sie waren ja auch im Heim früher. Ja. Seit wann nicht mehr? Seit 2014. Vanessa ist die Zweitgeborene von Karins Tochter Karina. Sie und ihre 7 Geschwister kommen 2009, 2 Jahre nach diesen Aufnahmen, in ein Kinderheim. Mir tut immer noch der Fuß weh. Warum denn? Weiß ich nicht, ich kann seit heute früh. Jahrelang fordern die Ritters vehement, dass Karinas Kinder zurück in die Angerstraße. Selbstjustiz gemacht, anders geht's nicht. Ja. Wie soll denn Selbstjustiz aussehen? Oh, die im Fernsehen! Gucki Mali da! Das ist eine Hundi! Dass wenn wir uns zusammenrotten, ja, und da hochfahren und die Kinder da wegholen. Dazu ist es nie gekommen. Vanessa durfte das Heim inzwischen verlassen, weil sie volljährig geworden ist. Wie war die Zeit Das ist jetzt das Kind von einem der Söhne, oder? im Heim? Ja, kann man so sagen. Warum? Naja, warum? Vanessa Ritter. Tochter, von der Tochter, okay, check. Was soll ich da sagen? Ja, wo ist die Tochter? Er hat noch nicht das gemacht, was man sollte. Ja, schlafen und alles, ja. Was für Man durfte keinen Kontakt zur Oma haben. Nix. Warum keinen Kontakt zur Oma? Weil es das Jugendamt nicht wollte. Warum sind Sie nicht bei Ihrer Mutter? Nee, Familienprobleme, also, aber will ich nicht. Okay, Familienprobleme. Fühlen Sie sich wohl bei Ihrer Oma? Ja. Obwohl die Wohnung klein ist. Oh, kleine Katzi! Vanessa und Karin teilen sich rund 45 Quadratmeter. 3 kleine Babykatzis! Auch eine kleine Katzenfamilie wohnt hier neuerdings. Na komm hier. Banki, hier komm hoch. Hier, guck mal. Oh, guck mal, was Mutti hat. Hier, bring sie selber weg. What the fuck? Banki. Na, bring sie Oh weg. mein Gott, ist die Hallo. geil! Bring sie ins Körbchen. Hier. Hier, bring sie weg. Machen Ihnen die Freude, die Tiere? Ja. Ich habe viele im Tierheim. Meine Katzen und mein Schäferhund. Jetzt haben sie den bis nach Dessau gebracht. Warum wurde der Ihnen weggenommen? Weil das Ordnungsamt nicht will, weil hier keine Tiere erlaubt sind. Ein Verbot, an das sich Karin aber noch nie gehalten hat. W. Rundgang mit Enkeltochter Vanessa. Wer schläft hier? Das ist eigentlich mein Zimmer, ja. Aber du schläfst bei deiner Oma lieber Genau, auf dem genau. Sofa. Ja. Warum, wenn du hier ein eigenes Bett hast? Warum? Wenn wir Besuch, also das ist eigentlich das Gästebett, wenn wir Besuch haben, ja. Ist hier oft Besuch? Ja, ist hier oft Besuch. Ja. Wer kommt hier vorbei? Digga, warum antwortet sie nur, wenn. Hä? Darf man nicht sagen. Hä? Okay. Krass. Das ist Unter geheim. Brutz, Diaries am 3. Dankeschön. Küche nochmal gucken? Küche, die ist eindeutig zu klein. Die ist wirklich definitiv zu klein. Wo ist denn das Bad? Es gibt kein Bad. Das ist die Wohnstube, das Durchgangszimmer, die Küche und die Toilette unten. Das war's. Und wo duschen Sie sich und machen sich sauber? Gehen auf Toilette? In der Schüssel. Das ist krass. Das ist crazy. Was? Vanessas Großvater, Karins Ex-Mann, wohnt eine Etage Bruder, ich sehe den das erste Mal gehen gerade wieder. Holy shit. tiefer. Das ist der Ritter Bernd. Na, gucken Sie sich ruhig mal die kleine Wohnung an. Hat der Schraubschimmel hier drin? Hallo? Hat der auch schon? Nee, Der Tisch. Der Fliesentisch. der hat gehen. Ey, hier stinkt's bei dir mal auf Fenster auf, du Lappen. Ihr geschiedener Mann, aber Sie verstehen sich noch, oder? Nee, nicht wirklich. Der hat einen Betreuer und ich muss ihm seine Gelder einteilen. Und für ihn Essen holen, weil es ein Alkoholiker ist. Der hat wirklich Schwarzschimmel hier.
Karin zeigt uns mit Schimmel bedeckte Wände. Sie ist sicher, dass sie die Ursache ihrer Gesundheitsprobleme sind. Digga. Ach du Scheiße. Deswegen habe ich hier pausenlos eine Bronchitis und eine Lungenentzündung. Meinen Sie, das kommt davon? Klar kommt das davon. Habe ich doch in meiner Wohnung nicht gehabt. Da war ich jahrelang gesund, jetzt geht's hier los. Ja, ich würde schon sagen, dass das auch der Grund ist, aber ich würde auch sagen, dass die ganzen Kippen, die sie die ganze Zeit am Tag raucht, vielleicht auch was damit zu tun haben. Maybe. Also, ich weiß jetzt nicht. Oh, was? Hier so Panzer. Oh mein Gott. Das ist ein kleiner Flüchtling, den haben wir aufgenommen hier. Ich dachte, Sie mögen keine Flüchtlinge. Ja. Die Tiere ja. Norman wohnt auch noch hier. Norman, René, Andy. Norm ist seine Frau losgeworden oder Freundin. Hat 2 Kinder. Sie hat sich um ihre Kinder nicht gekümmert. Die Kinder wurden jetzt weggenommen ins Kinderheim. Jetzt ist sie wieder mit ihrem Ex-Mann zusammen, was auch ein Sohn von mir ist. Eine turbulente Konstellation. Normans Ex und Mutter seiner Kinder war zuvor mit seinem Bruder Christopher verheiratet. Was? Zu ihm kehrte sie zurück, nachdem die Beziehung zu Norman endete. What the fuck? Er saß ja 5 Jahre und 7 Monate im Knast, wo er bald wieder hingeht. Warum? Ja, nur weil sie schon wieder Einbrüche gemacht haben oder versuchte Einbrüche, Autodiebstähle, bei einer Bekannten die Fensterscheiben kaputt geschmissen. Andy ist hier, der wohnt auf dem Hof mit seiner Freundin, der ist drogenabhängig. Was für Drogen? Na, weiß ich doch nicht, was nimmt der? Meth? Was weiß ich was? Na, weiß ich doch nicht, was nimmt der? Meth? Was weiß ich was? Was weiß ich, was das so scheiße ist? Also Ihr Sohn ist abhängig von Crystal Meth. Das ist ja schon eine starke, schwere Droge, die schwer abhängig macht. Alle beide. Was heißt alle beide? Na, seine Freundin noch. Wie ist das als Mutter? Traurig, weil man sie nicht helfen kann. Glauben Sie, dass Sie vielleicht auch Fehler gemacht haben in der Vergangenheit? Ich oder nicht. woran? Ich nicht. Nein, sie nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Wie konnte die Reporterin die Frage mal stellen? Das ist doch respektlos. Nein. Wer? Ich war die Nummer 1, die für die Kinder gesorgt hat, dass saubere Sachen und das Essen da war. Aber wenn die Mutter sich so gehen lässt und dass die Kinder nur schon 7 Jahre im Heim sind, mich interessiert, wie viele Anträge liegen vor beim Vormundschaftsgericht, dass sie die Kinder wieder haben möchte. Keiner. Nicht einer. Und dafür wette ich. Dafür wette ich meinen Arsch für Hartgeld. Ja. Hey, die hat ein Handy-Update gemacht. Immer lacht. Das ist Kerstin Wie immer lacht. Sie hassen das, aber warum hören Sie es dann? Weiß nicht, Provokation. Darf ich Ihnen nicht sagen. Helene Fischer. Helene Fischer. Ja. Die ist Polin. Wo ist hin? Warum jetzt nicht mehr Problem? Wie geht es dir? Fragt schon lange keiner mehr. Das fragt mich auch keiner. Oh. Frau Ritter, was sagen Sie denn zur aktuellen Flüchtlingspolitik? Sie haben erzählt, Raus mit die Viecher. Die sind ja nicht erwünscht. Wir sind nicht erwünscht von wem? Von uns. Warum? Ja, die kriegen alles in den Arsch geblasen. Ja, was soll denn der Scheiß? Fühlen Sie sich ungerecht behandelt, oder? Ja. Die kriegen ja die Wohnung, die machen, die tun. Wir fragen ja bei der Wohnungsgesellschaft nach, weil wir den Namen Ritter haben, kriegen wir keine Wohnung, oder wie? Naja. Aber Sie haben immer noch diesen Fremdenhass, kann man sagen, ne? Ich bin darauf vorbestraft, auf Volksverhetzung. Ich habe noch Bewährung. Digga, hä? Die sollen angeblich den Vietnamesen vor den Kopf geschlagen haben, was sie nicht gemacht haben. Chinese ist es. Welches Schwein ist das wie? Kanackenschwein. Wie Reisfresser. Oder so ein Hals, wenn ich die Ausländer schon sehe. Das ist so krass. Sehen Sie da was ein vielleicht auch? Dass das, was soll ich einsehen? Wenn Sie vorbestraft sind, dass Sie was falsch gemacht haben, oder? Ich habe nichts falsch gemacht, ich habe nur meine Meinung geäußert. Dass sie meine Jungs wegen so einem Vietnamesen eingesperrt haben.
Und die Jungs sind nur vorgegangen und dann hat er schon mit seinem Müllbeutel um sich geschlagen. Mal das Vieh weg! Ich fasse nicht an. Digga, warum ist das Salamander? Ist das eine Eine Eidechse. Keine Ahnung, was ist das? Ich weiß es nicht. Eidechse? Weißt ja? Ein Batagame? Digga, was macht der da? Warum lässt er sich das einfach gefallen? Wir haben wohl noch einen Schlangen hier. Die eine Schlange hier, Norm. Norm, seine Schlange hat ja hier das Frauchen von denen aufgefressen. Und jetzt hat sie den Schwanz ausgespuckt. Nein. Na freilich. Okay. Wer hat die kleine Schlange? Hol die mal. Was? Fressen. Und jetzt hat sie den Schwanz ausgespuckt. Den Schwanz ausgespuckt? Nein. Na freilich. Okay. Wer hat die kleine Schlange? Hol die mal. Hitler, hol den mal. Ja, nein, die Schlange heißt nicht Hitler, Bro. Nein, Digga. Der weiß nicht. Wie heißt die Schlange? Hitler. Das ist krass. Das ist verrückte Scheiße. Warum? Wie sind Sie denn darauf gekommen, Frau Ritter? Das ist nicht meiner, das ist Norm seiner. Guck in die Kamera, lass dich zeigen. Das arme Tier, Bro, das ist komplett innerlich tot. Die Ritters gelten als Nazi-Familie. Dennoch plant die Stadt nun ein Flüchtlingsheim schräg gegenüber ihrer Unterkunft zu bauen, nur 150 Meter entfernt. Sie haben vorhin erzählt, hier soll ein Flüchtlingsheim direkt gegenüber. Hier gegenüber, da sollen diesen Monat 210 Flüchtlinge herkommen. Was sagen Sie dazu? Nicht gut. Die bauen ja da hinten schon. Das kommt bei Herrn an und Frau Frau gehört das Grundstück. Und das Na, das ist ja hier wirklich direkt gegenüber, ne? Ja, ja. Der Hass wird immer größer auf die Ausländer. Ja, das ist 2016. Warum sieht das so aus wie 1900, Alter? Und nicht bloß von uns. Schlechter Spot für Base. Von mehreren. Dann kriegen wir einen dritten Weltkrieg? Ja. Was? Ja? Glauben Sie, dass Sie ihnen was tun? Weiß man nicht. Dann ziehe ich aus hier. Denn je nach der Angerstraße auf dem Acker baue ich mich da erzählt auf. Erzählt und der Schlafsack habe ich noch. Der Osten halt. September 2017. Wann ist sie gestorben? Weiß das jemand? War das 2020? 2021? Okay. 1,5 Jahre später sind wir baff, wen wir in der Augustenstraße antreffen. Mit ihm hat niemand gerechnet. Nee, mir wird gerade nicht mal vor. Alter! Deine Scheiße runter. Ja, Deine Scheiße runter. Frau Was macht ihr von der Scheiße? Hä? Aber wir haben noch vorhin telefoniert, oder? Also Ja, sprichst du mit deine mir? Scheiße runter. Zum ersten Mal seit 23 Jahren treffen wir Christopher Ritter wieder. Karins jüngster Sohn war 7 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern unschuldige Nachbarn attackierte. Christopher war wegen verschiedener Delikte immer wieder im Gefängnis. Jetzt macht er Digga, das Stress ist wegen der crazy. Dreharbeiten. Aber Frau Ritter ist auch okay jetzt, ne? Also entweder wir machen das in Ruhe. Ja, was ist los, Alter? Ja, wir haben das vorhin so Du willst auf den Zecker draus. Ihr sitzt nicht im Knast, ja? Ihr macht euch nicht zur ja? Das stimmt. Ihr sitzt nicht im Bau und was hört ist denn euch die los? Scheiße an, ja? Die Ritters dürften sich eigentlich freuen. Die Pläne für ein Flüchtlingsheim hier in der Nachbarschaft sind vom Tisch. Das war zumindest ihnen ein Dorn im Auge. Das haben sie gebaut. Das haben sie gebaut. Das haben sie aber durch uns haben sie das wohl abgerissen. Da waren 96 Container da. Da waren 96 Aber die Container hatten drin keine gewesen. Baugenehmigung. Und der ist in Insolvenz gegangen von Berlin. Deswegen musste alles wieder abgerissen werden. Das war da. Wäre gut für mich gewesen, wa? Warum? Weil hätte ich noch Kraftsport gehabt, wenn ich hier Deswegen bin ich auch nach froh, Hause wieder komme. auszuziehen. Was? Was hat er gesagt? Werden. Das war da. Wäre gut für mich gewesen, wa? Warum? Weil hätte ich noch Kraftsport gehabt, wenn ich hier... Dann hätte er Kraftsport gehabt. Im Weg nach Hause. nach Hause komme. Auszuziehen. Das ist krass. Das Köthener Ordnungsamt Das sind ist die Ritters crazy. sauer. Das macht ihrer Meinung nach einfach alles falsch. Sollen wir mit offenen Karten spielen? Ja. So, der Herr ist für uns nicht mehr zuständig. Es ist die Frau. Sie kommt hierher, lässt sich von den jungen Männern die Telefonnummern geben. Erklär, ich check es nicht. Naja, der hätte halt einfach alle
weggeschlagen. Und das wäre sozusagen sein Kraftsport gewesen. Und lässt sich aber von den jungen Männern an der Brust spielen. Da hinten, nicht von mir. Ich schwöre, ich habe dabei gestanden und hab's gesehen. Der neueste Aufreger. Ein Bewohner ist ausgezogen und hat die Wohnung verdreckt hinterlassen. Können Sie sich angucken, an der Wände und auf der Erde klebte Scheiße. So ist sauber gemacht worden. Dann gehen wir doch mal gucken. Und das duldet das Ordnungsamt, die Frau ja. Die lässt sich lieber von der Kerl an den Dicken spielen. Durch, Alter. Im Endeffekt, wir sollen es sauber machen, oder? Sie sollen das sauber machen? Ja. Machen Sie das? Nö. Wir sind keine Assis oder sowas, ja, wie eigentlich hier rumgeht. Ja. Wir machen unsere Buhnen eigentlich sauber, ja. Das Ordnungsamt ist die Meinung, wir sollen das machen. Ja. Also ich wäre hier nicht mit hergezogen. Ich bin hier mit hergezogen, weil Norm alkoholkrank ist und Andy ist drogenabhängig. Deswegen bin ich hier mit hergezogen. Und jetzt legt mir die Wohnungsgesellschaft Stein in den Weg. Durch den Namen Ritter kriege ich keine Wohnung. Ich habe keine Mietschulden. Warum kriege ich keine Wohnung? Christopher, wo wohnen Sie denn? Dürfen wir da auch mal hin? Da dürfen wir nicht hin. Nicht, okay. Also auf keinen Fall. Was gibt's denn aber noch zu sehen? Den Keller? Oder? Den Keller, Ja. Hof. Ja. Hier ist mein Klo und Andys Klo. Oh, schön aber. Was würden Sie sich denn wünschen? Was fehlt hier alles? Können Sie das mal aufzählen? Duschen. Auf jeden Fall. Erstmal duschen. Waschmöglichkeiten. Waschmöglichkeiten. Ja, dass hier viel mehr für die Leute gemacht wird. Dass man nicht als da steht, ja. Die Stadt Göttingen macht hier gar nichts. Nee. Man lebt hier wie so eine eigentlich, wenn man es mit sich machen lässt. Mhm. Ja, wo ich mich frage, wo ist die Gerechtigkeit? Ja, was haben die aber alles, hä? Alter! Hat er selber gesehen, alles? Hat er selber gesehen? Ja, in der Angerstraße unten, wo wir vorher gewohnt haben, da ist auch die ganzen Keller voller Holz, Und voller was Kohle. macht er jetzt damit? Na, warten, bis es kalt wird und dann feuern. Um die Wohnung halt warm Alter, zu machen. die und farben halt Holz. hauptsächlich warmes Wasser zu machen und so. Wie früher halt. Die haben schon mal vorproduziert, geil. Feuerholz. Und das ist hier der Hof und da sitzen Sie auch mal, oder? Naja, no. Versuchen wir zumindest, ja. Wir haben hier hinten haben wir unseren Schuppen gebaut, gehabt, den haben sie abgerissen. Wie gesagt, man darf ja nicht mal an der Sitzecke hinbauen. Wird ja weggerissen. Kommt jetzt die Polizei denn und das Ordnungsamt, wird ja alles wieder weggerissen. Doch das ist zurzeit längst nicht das Der größte Norman sieht so fell-off aus, das ist so krank, ne? Digga, der sieht mit jeder Folge sieht er noch beschissener aus. Problem der Ritters. Ja, Norm ist dolle krank. Was los? Na, mein Alkohol halt, ja. Naja, durch den Alkohol. Und jetzt war ich drin, weil ich Blut gebrochen habe. Weil? Weil meine Ex mich im Bauch getreten hat. Und dann haben Sie Blut gebrochen. Ja. Und warum hat die Sie in den Bauch getreten? Ja, weiß ich doch nicht, was mit die Frau los war. Ob so unter Drogen stand oder unter Alkohol, ich weiß es nicht. Gewalt steht bei den Ritters auf der Tagesordnung. In den vergangenen 1,5 Jahren ist die Polizei 99 Mal angerückt. Kommt jetzt schon wieder die Polizei? Nee, heute nicht. Heute nicht? Wird gerne angerufen haben. Jetzt gehen wir hier unten mal. Hier unten noch eine Bude, da haben sie erst ihn rausgeschmissen. Da war die Polizei da gewesen, das SEK und sowas, weil die rücken ja neuerdings auch hier bei uns an. Warum das SEK direkt? Ja, weil die normalen Polizisten nicht mehr hinkriegen, ja. Die trauen sich nicht mehr rein, oder? Oder SEK, nein, das kann, Bro. Warum kommt SEK zu denen? Na, nicht wirklich. Warum denn nicht? Weil es auf die Fresse gibt. Sobald wie sie das Haus betreten. Und das SEK, was haben die dann hier gemacht? Na, die haben uns alle verhaftet. Wann denn? Wann war das? Ach, vor einer Weile. Oh, vor 3 Monaten oder so. Nee. War das bei dir? Und mit welcher Begründung haben die Sie verhaftet, das SEK? Na, er hat Haftbefehl gehabt und der komische schwule Schlüsseldienst wollte da um die Tür aufbauen. Und da standen wir davor, ja. Ich sag, feste die Tür an, Kumpel, reiß ich dir deine Melone ab. Ja, dann schraube ich dir deinen Kopf ab. Ja, somit hat die Tür nicht mehr angefasst, ist abgelaufen. Wo ich mich frage, was ist das für ein Scheiß? Hm. Ja, also, und dann kam irgendwann das SEK und sowas, war.
Und wie lange waren Sie dann in Haft danach, als Sie hier waren? Jetzt war ich 2 Monate, knapp 3 Monate. Cool. Sie wohnen hier auch? Ja. Ja. Digga, wer ist das? Ja, wie geht's Ihnen? Wer ist jetzt das, Alter? Das ist ein Mikrofon. Alter! Warum schlägt er die? 3 Jahre. Ja, sorry, hä? Ja, wie geht's Ihnen? Du bist ein Bettler. Das ist ein Mikrofon. Ah, hier spricht Extrawoldest. Ja? Gut. Ich komme Eckhard Zoch. morgen vorbei. Dankeschön. Sehr gut. Ja, kommt doch jetzt. Wie sind denn hier, Frau Ritter, bei wem sind wir hier und wie sind die Zustände in dem Raum? Eckhard Zoch sind Sie. Ja, hier sind wir bei Eckhard Zoch. Ecki, genannt der Löwe. Der war erst im Krankenhaus, den hat jemand einen Stein auf den Kopf geschlagen und der hat einen Schlaganfall gehabt. Und er sollte in eine Reha-Klinik, zwecks will er sprechen lernen und so weiter. Und da hat die gesagt, er geht in keine Ecke, in eine Reha-Klinik, ich gehe zu Frau Ritter und die lernt mich wieder sprechen. Das ist krass. Das ist krass. Hat ja funktioniert. Und das haben wir auch geschafft. Funktioniert. Ja. Das einzige Problem ist seine Wohnung. Da hinten am Fenster, da ist nämlich noch der Schimmel. Nicht du, da schon weiter. Mein Ecki lasse ich nicht im Stich. Wir haben in der Angerstraße jahrelang zusammen gewohnt. Und hier auch. Und jetzt sind wir auf Wohnungssuche. Gänsehaut. Ich fordere eine neue Wohnung. Ich habe keine Mietschulden und ich will hier aus dem Haus raus. Ofenheizung ist mir egal, weil das bin ich gewöhnt. Aber erstmal von hier raus, damit ich erstmal zur Ruhe komme. Demnächst. Weihnachten bei den Ritters. Weil die nicht aufpasst. Leute, mach den Scheiß weg denn! Schreib mich nicht an. Das ist ein Irrenhaus hier. Wie läuft das hier so ab bei Ihnen? Nehmen Sie doch, da. Bier trinken. Das Wasser oder so nicht. Schlemmen auf Ritterart. Hab ich das gerade richtig gesehen? Da. Bier trinken. Das Wasser oder so nicht. Warum ist das Papa Platte-Logo? Hä? Was? Hä? What the fuck? Die Ritter sind Kevin-Viewer. Bro, die sind OG. Das ist OG-Shit hier. Hä? Papa Platte represent. Irgendwann Papa Platte hat Kühlschrank von den Ritters gesponsert. Hä? Aber was ist das für eine Marke, für ein Logo? Classic, der recht versiffte Papa Platte. Oh. Schlemmen auf Ritterart. Sie sind gut versorgt an Heiligabend. Ich hier sowieso. Einmal Gassler-Gulasch, Rotkohl und hier sind Klöße. Schmeckt's? Muss. Große Gefühle Meine Kinder nicht da sind. und ganz viel Alkohol am Heiligen Abend. Was wird das dieses Jahr für ein Weihnachten? Beschissen. Ja, war auf jeden Fall crazy wieder, Digga. Ritterfolgen sind verrückt.